Willkommen zurück, Freunde, im wohl verregnetsten Gebiet, das die Breath of the Wild Welt von Legend of Zelda jemals gesehen hat. Ja, das Gebiet von Faerûn, oder wohl eher der Faerûn-Wald. Plus Peri, keine Ahnung, es regnet hier immer. Oh. Ist offenbar ein Schrein direkt auf dem Weg. Ja gut, wir haben es ja markiert, aber bin nicht ganz sicher, wie der hier aufzufinden ist, aber offenbar relativ easy. Crocs gäbe es hier auch. In Hülle und Fülle vermutlich, ja. Wo können hier Crocs sein? Schon reagiert? Vielleicht da oben? Ja, das sieht... Oh, warte mal. Aua. Ah, da der wegbrennen wäre vielleicht die Lösung. Hätte klappen können. Und tschüss, Mann. So. Ah, da ist er. Und da oben ist auch mal wieder ein Monsterlager. Ja, sieht so aus. Ah, ja, das ist ein Monsterlager. Das ist eine Bergziege. Da unten ist... Angel steht. Aha, da ist das, wo der Typ von mir erzählt in der letzten Folge. Sag mal. Ich will da hoch. Und ich komme da hoch. Nein, offenbar nicht. Eval, darf ich kurz bitten. Dankeschön. Ja, das ist doch mal schön, wa? Neuer Part, neuer Schrein, so muss das sein. Ich glaube, nach diesem Jahr werde ich dann noch dann weiß ich, dass es hier hinten noch einen hat, wobei der hier wird, glaube ich, ein bisschen spezieller. Weil das soll doch offenbar irgendwie eine Art kleine Heldenprüfung absolvieren, also so wie es beim Masterschwert ist. Wo man ja quasi ohne Waffen, ohne Rüstung sich allein gestellt ist. Und ja, so ähnlich soll es da auf der Insel auch sein. Man kann gespannt sein. Kampf hoch zu Ross. Klingt auch nicht verkehrt. So, was erwartet uns denn hier? Gleichgewicht. Die Trickkiste. Oh. Das klingt ja nicht so schön. Ah, perfekt, ein Nanowächter. Das ist doch super. Brauche für einen Schrein. Attacke! Aha! Was willst du tun? Aua! Das war nicht schlecht. Was willst du tun? Aua, das war wieder nicht schlecht. Was willst du tun? Das war schlecht. So, du bist also die kleine Trickkiste, wa? Verstehe gar nicht warum. Königsschwert! Geil. Das war jetzt auch noch relativ vorhersehbar. Diese Trickkiste, glaube brauche ich noch. Ja, ich führe meine Trickkiste spazieren. Was dagegen? Oh. Okay, ich glaube, ich sehe das Problem.
Hä? Die funktionieren so? Okay, faszinierend. Ja, wenn man natürlich nachsehen würde, würde man sehen, ja, die funktionieren natürlich so, Michael. Ja, schon gut. Vielleicht ist das da oben gar nicht mal so schlecht gewesen, weil ihr seht, mit dem komme ich relativ hoch. Ja, nämlich höher als so. Das würde bedeuten, dass ich dann so eigentlich... Warte mal ganz kurz. Denke ich gerade auch ein bisschen zu kompliziert, aber... Könnte es nicht so sein? Ja, wäre auch so drauf gekommen. Okay, vergesst es. War so kompliziert von mir gedacht. Hey, hallo, nicht anschlagen hier. Kuckuck. Bin da, wer noch? Und das, liebe Freunde, war bereits die 104. Schreinaufgabe. Mir fällt gerade auf dem Anfangsplateau. Hatten wir doch mit Start des zweiten DLCs nochmal 4 Schreine. Die haben doch nochmal 4 Zahlen der Bewährung gegeben. Die zählen aber nicht hier bei den Schreinen mit, oder? Nicht, dass ich am Schluss 124 Schreine brauche. Nee, ist Quatsch. Weil es waren ja eben Schreine, die mit dem DLC zu tun haben und diese werden hier gar nicht angezeigt. Die haben ja auch ein anderes Symbol auf der Karte. Das betrifft ja auch die Schreine für die Balladenprüfungen, sprich die von Rivali, Daruk, Mifa und der Urbosa. So. Kein Regen mal. Schön. Kann man so machen. So. Dort ist ein etwas, dann dort auch wieder und... Hübsches Dorf. Erinnert mich ein bisschen an Dingsbums. Super Mario Sunshine. Hat wir finden ein ganz leichtes Feeling davon. Dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm? Bist du durchreise? Das ist Angel steht, ein kleines Fischerdorf. Mein Name ist auch Fischer. Mein Name ist auch Fischer. Mein Mann ist auch Fischer. Wir und 2 Söhne. Zusammen mit der ganzen Hausarbeit komme ich den ganzen Tag lang nicht zur Ruhe. Pech für dich. Was soll ich zum Abendessen kochen? Ich liebe Paella. Ich hab's Paella. Yippie! Dann darf jemand zutaten. Ich brauche Ziegenbutter und Maximuscheln. Und Ziegenbutter hätte Maximuscheln? Das bezweifle ich stark, dass ich die habe. Jo, aber nicht. Vielleicht gibt es sogar Maximuscheln nur hier. Das könnte gut sein. Ich meine, es ist eigentlich schon auf der ganzen Welt unterwegs, aber... Also ein Rüstungsgrab ist was anderes. Garantiert grätenfrei. Achso, da ist er schon glutenfrei. Sind nicht hinterhergeschleppt. Neue Besitzer wechseln würden. Womit kann ich dienen? Ja, weiß nicht, hast du Maximuscheln? Ah, natürlich nicht. Den ganzen Rest braucht das auch mal. Kohle haben wir. Kein Ding, muss auch nichts mehr ausgeben. Wir haben das Haus völlig abbezahlt. Wir haben noch das ganze Inventar dort bereits. Wir haben auch alle Feen befreit, wofür wir eigentlich relativ viel Geld brauchte. Was gibt's sonst? Was war früher noch relativ teuer? Ich glaube, teilweise noch ein paar Rüstungen, vor allem am Anfang.
Gab es einen Kakariko noch so eine Art Ninja-Rüstung zum Schleichen? Ich glaube, damals relativ teuer fand. Danke auch. Die Firma dankt. Ach ja, überall soll es Croxy haben. Sie haben nichts Auffälliges. So. Die Kraft des Masterschwerts vor allem ist nicht die Kraft sehr. Der Schärfegrad. Magst du Fische? Jo! Ja, also mehr gezogen, wenn du so viel willst, so essen kann. Das ist auch so was mir keine Frage. Kann man eigentlich in Breath of the Wild fischen? Also angeln meine ich, glaube nicht, wahr? Oh, was sind die da oben? Vielleicht sind die kleinen Crocs da oben. So. Ja, ich weiß, wollen ja eigentlich hier durchwaschen und so, aber... So was gehört denn doch, wir finden ein bisschen dazu. Hallo, eine Übernachtung, du bist sicher schon von deiner Reise. Normales Bett, Luxusbett. Nimm mal Luxus, komm. Bis morgens. Na, dann bitte schön, gute Nacht. Wenn wir mal richtig schön durchpennen. So muss das Leben sein. Ernsthaft? Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ich wollte eigentlich schlafen. Link, sei auf der Hut. Und nicht erholen. Alter, nicht mal hier hat man seine Ruhe. Verdammte Ganon. Wieso kommt eigentlich diese Szene, wenn man so pennt? Ich meine, bringt ja eh nichts. Die greifen einen nicht im Schlaf an. Was? Das Floß. Auf Los geht's Floß. In Gerudo, krass. Ich mag den Regen. Wirklich? Nicht ein bisschen seltsam. Wieso? Es braucht Regen. Hallo? Da ist Natur. Hätte ja sein können. Draußen am Steg. Ja, dann meint er sicher den hier, wa? Ballon war sicher weniger. Rüstungskram, Rüstungsschnapper. Verdammt. Ja, und jetzt? Und bedienen dich, ja, dankeschön. Ja, und jetzt? Tja, sieht so hübsch aus und mit machen kann ich glaube nicht viel, wa? Nee, ich glaube, das geht nicht. Lalala. Königsschild, ja, das ist Mehl vom Königsschild, genau. Mein schönes Masterschwert, seine Kraft ging zu Neige. Schade. Stimmt, hatte ich auch schon aufgenommen. Jo, aber ansonsten hübsches Fleckchen hier. Paddel hat sie auch noch, wunderbar. Dann hier hat's einen Typen. Regen. An solchen Tagen haben wir nicht viel anderes machen, als bei Dohan spielen zu gehen. Spielen? Glücksspiele und so. Bringt das Rubine? Das ist auch so etwas, wenn ich zum Beispiel wieder mit Twilight Prince vergleiche, weil da gab es ja auch so coole Minispiele. Ich glaube, die gibt es hier auch nicht, oder? Nee, Mann. Mann, irgendwie ist ein Krog drunter. Verdammt. Mit ein leichtes Geruckel. Ist das vielleicht bei Dohan?
Jo, das könnte sein. Dann Einsatz bitte. Ist doch ein Minispiel, wa? Link geht voll in Angriffsposition. Ganz legale Sache, weil schlimmes kleine Wetter mit den Schatztruhen dort. Das ist eigentlich ganz einfach. Oh, das kennt man auch. Rinden, es gibt eine Kiste, einen Preis enthält, also eine falsche Wels, eine kleine Gebühr von dir verlangen, das war natürlich auch klar. Klar. 100 Rubine. Ja, so was verändert glaube ich nicht. Kann man es irgendwie herausfinden? Ich meine, es soll ja Geld drin sein, Rubine sollen drin sein. Ich habe nee, ich habe keine Maske, die auf Geld reagiert, wa? Nimm die Miete, komm. Was ist die richtige Truhe? Wie ist das nur möglich? Das muss der Weg der Holz sein. Ja, Glück im Spiel, Pech in der Liebe, sage ich nur. Nö, war's gut, das war. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist sehr, sehr wichtig beim Glücksspiel. Oder generell bei solchen Dingen und so, Wetten etc. etc. Jo, aber interessant. Doch so, dass er noch hier eingebaut hat. Die Kühe geben Milch. Muh. So, dann würde ich mal sagen, geht es mich wieder auf zum nächsten Schrein. Und glaube, die nächsten paar Schreine, die folgen vorhin hier in der Nähe, sind ein bisschen gefährlicher. Zumindest wenn ich noch so richtig in Erinnerung habe. Ja, doch, weil, ja, ihr seht sie dann. Also, falls sie sind, die ich meine. Man kann natürlich den wieder löschen, er wartet nicht mehr. Zack. Das scheinen aber relativ leichte Typen zu sein. Ich sag mal Hallo, wa? Servus! Jo, da hat's auch stark wieder runter. Ich gehe wieder. Tschüss. Ich hab nichts gesehen. Ich bin unsichtbar. Apropos unsichtbar. Majora's Mask. So, ich weiß, ich kann natürlich hier wieder mit Diamond reiten und so, aber auch. So ist doch viel schöner, viel aufregender bei Toy Turtles. Jetzt sehen natürlich nicht viel Zeit vergangen ist, weil ich die Wasserflasche vorgestellt habe. Auch sehr intelligent, Michael. Ja, okay, 20 Minuten fast darum. Also ganz ehrlich, einem Spiel wie Breath of the Wild. Ich habe mir überlegt, ob eigentlich ein Streaming davon viel intelligenter wäre, weil also 20, 30 Minuten ist schon, wenn du so überlegst, ist eigentlich irgendwie, naja, knapp. Also vor allem knapp jetzt nicht wegen dem Aufnehmen so von Zeit, sondern knapp, um überhaupt etwas Interessantes zu zeigen. Weil ja, wenn man halt etwas dem Spieler quasi vorenthalten, oder nicht vorenthalten, aber etwas anmerken darf, es ist eine riesige Welt, was super cool ist, aber eine riesige Welt, die nicht sehr gut gefüllt ist. Aber eben, ich meine, es ist eine riesige Welt, haben wir schon mal erwähnt. Revalis Sturm ist bereit. Oh, verdammt. Das ist nicht wegen Revalis Sturm, sondern wegen dem, was da auf uns zukommt.
Jo, ihr seht da Hinoxe, wa? Beziehungsweise, was heißt sehen? Also, was heißt Plural? Das ist einer. Jetzt noch. Ich bin gerade erschrocken, ey. Ja, momentan ist noch einer. Aber viel wichtiger ist doch, was haben Hinoxe mit einer Schreinprüfung zu tun? Ja, das ist so eine Sache. So. 1, 2, 3. 3 Sockel. Und was steht hier? Die uralten Kugeln, welche die Riesen des Ternbergs hüten, öffnen den Weg zur Heldenprüfung. Ja. Problem wäre gelöst. Tja. Na dann, Riesen Nummer 1. Braucht überhaupt die Kugel? Muss ich die überhaupt besiegen, weil sie hüten die Kugeln. Die haben sich vermutlich um den Hals und einfach den Hals, also die Dinger einfach abschneide. Mit der Kugel wegrenne. Jetzt sollte ich ein bisschen mehr auf Power geben, statt auf die Maske wird sowieso nicht mehr viel bringen. Da wird so ein bisschen mehr Angriff drauf, aber ich glaube, die sind generell Barbarmaske. So. Denk mal hier richtig los, wa? Schild kann ich belassen, da würde ich gerne einen Zweihänder nehmen. Aber schon mal einen guten Schaden gemacht. Ja. Moment. Da war doch was. Doppelte Thunder Power. Oh, einfach hat auch gereicht. War ja nur ein blauer, stimmt. Dann habe ich irgendwie sowas fallen gelassen. Ah, die Dinger wollte er eigentlich. So, und du kommst mit. Und ja, hochlatschen. Super, wa? Mhm. Ja, Typ Nummer 1 besiegt, ohne Schaden. Einmal nur Bodes Zorn gebraucht, obwohl gar nicht nötig gewesen wäre. Die Hinoxe sind nicht mehr so stark, wie ich es in meiner Erinnerung hatte. Also damals immer in der ersten und der zweiten Hinoxe, die waren so verdammt krass. Jetzt machen wir sogar, ja, eigentlich schon die Schwarzen auch schon relativ problemlos platt. Das ist nicht rassistisch gemeint. Nee, die sehen wirklich so aus. So. Sehr gut. Den zweiten da vorne sind natürlich auch schon. Muss wieder so etwas Ähnliches sein. Aber wo der letzte sein soll. Ernsthaft? Ich konzentriere mich, Freunde.
Hab ich nicht irgendwo... Ah, hier. Immer so weiter, bis er aufhört. Okay, der Vollidiot hat natürlich so eine Rüstung. Ah, bringt gar nicht so viel. Hat ja mehr Schaden machen. Hey, Kumpel! Ich bin mir voll schockiert. So. Das war's. Kugel bitte und schlafen gehen. Ältester! Okay. Das ist schon der stärkste, krass. Also gehe ich davon aus, wenn es ein Ältester ist. Das Maßschwert seine Kraft zurückerlangt. Bogentasche ist voll, das höre ich jetzt nicht so gerne. Eine Königshellebarde, jo, also dafür, dass der Part eigentlich schon vorbei ist und so, aber... Ja komm, Dinge mache jetzt noch die Prüfung hier. Ist bisher relativ easy eigentlich. Aber wo ist der dritte? Ach, man muss jetzt wieder elend lange zurücklatschen. Mein Schleichenbonus ist gleich da flöten. Da links war. Wird Sinn ergeben. Vielleicht zeigen die Podeste sogar in die Richtung. Jetzt haben wir den. Den rechts hatten wir auch. Dann ist da links noch einer. Ja, da ist auch schon. Krass. Nur mal ein bisschen genauer umgucken, Michael. Du kennst es doch. Tun wir direkt hier hin? Oh, fast. Ah, nee, das ist schon der nächste Turm, also der hier drüben. Der Atheno-Turm. Warte mal. Kennt vielleicht das Gebiet hier sogar schon? War ich vielleicht sogar? Nee. Nee, war ich noch nicht. Das wüsste ich. So, Schleicheffekt war nicht gerade sehr von langer Dauer. Ach du meine Güte, dieser bloß ein roter. Aua, das hat wehgetan. Moment. Ah, das ist voll wieder. Das, liebe Freunde, war ein sehr, sehr tiefer Fall. Der immer noch wehtut. Aua. So. Da ist die Kugel. Da haben wir sonst irgendwie so ein Plunder. Was ist das? Noch ein Fußnagel. Natürlich mitnehmen. Link nimmt natürlich alles mit. Egal ob Fuß oder Fingernagel oder sonst was gesehen. So. Die Frage natürlich, kommen wir jetzt wieder zurück. Also wieder hoch, meine ich. Den ganzen Berg herum? Ach du Scheiße, jetzt sind wir wieder Leibwächter. Hat sich gerade ernsthaft der Stein bewegt? Sieht so aus. Hier die Felsplatte. Die gar kein ist. Also für mich sah es so aus, als hätte sich bewegt. So. Dann. Ich würde sagen, ich bin voll auf dem Weg da zum Atheno-Turm, WTF. Oder eigentlich irgendwie hoch will.
Hä, will ich echt hier hoch? Weil, warum nicht? Vielleicht kommen wir auch so hoch. Nein, 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 nein. Zum Martino-Turm selbst wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, weil es der schnellste Weg zurück war. Mann, Link! Nein, jetzt geht er natürlich da runter. Willst du mich verarschen? Sag mal. Ey, scheiß Kugel, bleib stehen! Alter. Ja, toll. Falsche Taste, Freunde. Mann, ey. Ey, ganz ehrlich, schneid das Ganze gleich. Nehme ich halt einen langen Weg außen herum. Also quasi. Ja, hier und dann irgendwie so hoch war. Beziehungsweise hier und dann hier hoch. Muss ja irgendwie. Muss ja. Ist eine Schreinaufgabe dafür? Wollte doch schon sagen. Also schon dabei sind Anblick des Wächters, ja genau. Kleine fliegende Laufende. Mhm. Och nö. Komme ich wirklich von hier? Ja, doch, da einen Berg hoch, ja. Mhm. Uhu. Eigentlich müssen wir Wolfi holen. Die Typen vom Hals, so halt. Aua! Hey! Das haben wir nicht gewettet. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. La 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 la. Hm? Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ja, schön, ich habe gerade das anders gehört. Habe ich gerade ernsthaft wieder einen Donnerdrachen gehört? Ja, nee, ich glaube, ich höre einen Schreien. Oder ich höre was draußen, könnte wohl raus sein. So, wollte ich schon sagen, vorhin ging das nämlich. Ja, dann haben wir es gleich geschafft, Freunde. Keine Sorge, aber nochmal mit grandioser Überlänge. Aber ich nehme an, ich kann einfach schnell in den Schrein rein. Ablegen, fertig, raus, das war's. So. Erscheine! Tja, liebe Freunde, das waren die Wächter der Berge. Die drei Brüder. Geheimnis der drei Riesen. Erledigt. Das heißt, vorerst fehlen hier im Gebiet von Falvon noch 2 Schreine, beziehungsweise der dritte natürlich, wo ich aber, ja. Da muss ich was anderes, beziehungsweise muss ich erstmal noch kurz auf die Welt herumreisen. Eigentlich nur Schloss Halvon und Umgebung, weil ich ja noch Bilder brauche von einem Läufer. Wächtermäßig plus einem Fliegenden, das wird ja nicht so schwierig sein, da in der Nähe halt ein Bild zu schießen. Und dann können wir den
auch machen und dann, jo. Sollten nicht mehr so viele fehlen. Ich grüße dich, Pilger. Tava Jinus, Segen. Toll. Er hat noch eins auf dem Rücken. Arsch. Da Haltbarkeit drauf, war. Egal, hol später. Hat die Prüfung gemacht. Der Prüfer gemeistert diesen Schrein. Ja, was heißt zu erreichen? Er hat die Prüfung gemeistert, 3 unschuldige Hinox, die einfach nur ein bisschen pennen wollten, einfach abzumurksen. Ob es möglich wäre, quasi in die Murmeln vom Hals zu schießen und dann mit denen wegzulaufen, ist natürlich ein anderes Thema. Vielleicht geht's, vielleicht auch nicht. Aber egal, vorne es fehlen noch 15 Schreine. Nur noch 15. Nur ist gut, wa? Ja, ein paar davon sind ein bisschen kniffliger. Vor allem die anderen Ranel-Spiels, bis ich erstmal da bin. Vergeht sicher fast die Hälfte eines Parts. Egal. So. Dann sind wir hier eigentlich gut gefüllt. Ja, hier ist noch ein Schrein. Dann machen wir in der nächsten Folge dann. Dann ist hier auch noch einer. Da sichern. Dann haben wir das alles fertig. Hier ist klar. Da ist ja eine Aufgabe. Wir werden vielleicht auch schon nächste Folge ein bisschen angehen. Ich meine, ich muss da Schloss Hyrule und so noch ein bisschen rumcruisen. Dann sicher mal die DLC-Dinger. Also vor allem Rüstung des Bösen wird sicher etwas sein. Was für ein Bild? Ah, der Knochen, genau. Die Knochenbilder war ja noch was. Anblick des Wächters, ja, da ist klar. Das wollte er gar nicht. Nee. Das Schloss Hyrule. Helm des Usurpators. Im Sumpf des Tals Roten Bäume sind Zilungsberge. Rüstung des Bösen. Eben das noch hier, dann das. Dann ist die Frage, ob ich das jetzt machen soll oder dann vielleicht doch erstmal wieder Hauptquest-mäßig, sprich, ja, Ballade direkt abschließen. Was auch ein bisschen seltsam finde, wenn gerade das auffällt. Prüfung des Schwertes, das ist eine Sidequest. Ich meine, das ist der Hauptbestandteil des ersten DLCs und es ist eine Sidequest. Gehört nicht hier dazu. Gut, ja, es ist halt einfach das Maßschwert selbst, man muss ihn halt nur stärken. Naja, wie viel ich davon überhaupt machen werde und kann, erfolgreich, etc., etc., werden wir sehen, Freunde. Aber auf alle Fälle wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück hier bei Breath of the Wild auf der Suche nach den letzten Schreinen und dem Abschluss des Let's Plays. Tschüss.